Ich bete noch zu Beginn meiner Predigt. Danke Gott für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist an diesem Morgen. Und ich bete, dass du unsere Ohren weit machst für dein Wort an diesem Morgen. Ja, dass wir mehr von dir verstehen dürfen und dass dein Wort tief in unser Herz sinkt, sich verwurzelt, aufwächst und Veränderung bringt. Amen. Ich starte meine Predigt mit einer vielleicht etwas provokanten Frage, vielleicht auch nicht. Und zwar mit der Frage, jetzt kann ich das hier gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Danke an das Technikteam. Aber vielleicht muss ich muss ich es noch machen? Ja, mit der Frage, wer von euch macht hin und wieder mal einen Fehler? Ja, alles klar, ihr lacht. Falls du jetzt nicht aufgestreckt hast, darfst du später mal ein Familienmitglied fragen, ob die das vielleicht genauso sehen. An dieser Stelle ist nämlich Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung vielleicht nicht ganz gleich. Denn häufig ist es ja so, dass wir auch tatsächlich ein Gegenüber brauchen, um unsere Fehler gespiegelt zu bekommen. Und ich darf jetzt seit knapp 1,5 Jahren verheiratet sein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, in diesen 1,5 Jahren wurde ich gefühlt so viel in meinen Macken und Fehlern gespiegelt, wie ich glaube noch nie zuvor in meinem ganzen Leben. Vielleicht kennst du das. Und ich glaube, das liegt daran, dass Flo und ich auf wirklich engem, also so eng jetzt auch nicht, ich finde als frisch verheiratetes Ehepaar ist 60 Quadratmeter völlig in Ordnung, aber ja doch auf engem Raum zusammenleben. Und wir erleben einander Tag und Nacht in guten wie in schlechten Zeiten. Flo erlebt mich, wenn ich müde bin, wenn ich traurig bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich meine Tage habe. Er erlebt mich, wenn ich wirklich vielleicht eine Sache erlebt habe, die mich enttäuscht hat. Er erlebt mich auch total fröhlich, so wie ihr meistens. Und ja, das klingt häufig so romantisch, wenn ich sage, oh, kein Mensch kennt mich so gut wie du. Aber in der Realität ist das durchaus häufig mal eher unromantisch. Und ich habe letztens von einem christlichen, ich weiß nicht mehr genau, Berater, vielleicht war es auch ein Pastor, ich lege die Hand nicht ins Feuer dafür, wer das jetzt genau war, ich habe es vergessen. Aber was er gesagt hat, ist mir geblieben. Und zwar hat er gesagt, zu ihm kommen immer wieder mal Paare oder auch einzelne Ehepartner in die Beratung und so war es dann auch irgendwie kürzlich bei ihm. Und er meinte, da saß ein junger Mann, vielleicht so ein halbes Jahr verheiratet, bei ihm in einer Seelsorgesitzung und meinte so, nee, also ich mache das jetzt seit einem halben Jahr und ich merke einfach, das ist nichts für mich. Seit ich verheiratet bin, bin ich so viel egoistischer, ungeduldiger, kritischer geworden. Also wirklich Bilanz, halbes Jahr Ehe, das tut mir nicht gut. Das ist nicht gut für mich. Und der Berater oder Pastor, wie auch immer, schmunzelte ein bisschen und sagte dann, weißt du, all diese Dinge, die warst du schon vorher. Einfach jetzt kommen sie zum Vorschein. Und ich glaube, das ist ein bisschen, was enge Gemeinschaft mit uns macht. Die schleift uns, die fordert uns heraus. Weil da können wir nicht mehr einfach dann vor die Tür gehen, wenn es uns gut geht. Und ein Treffen dann absagen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Nein, in unseren 4 Wänden, da wo wir eng mit Menschen unterwegs sind, da können wir uns auf kurz oder lang nicht verstecken. Und ich glaube, dass enge Gemeinschaft zu einem gesunden Christsein dazugehört. Also die Ermutigung an dich, hey, wenn du diese enge Gemeinschaft nicht hast und wenn du vorhin nicht aufgestreckt hast, weil du meinst, dass du keine Fehler hast, dann such dir enge Gemeinschaft. Vor dir findest du QR-Codes mit Kleingruppen. Ja, vielleicht ist das ein Hint für dich. Ich glaube, wir brauchen enge Gemeinschaft, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen. Also wenn dein Ziel ist, ja, ich will Jesus ähnlicher werden, ja, dann verbring Zeit mit Menschen und lass dich
schleifen und lass dich auf deine blinden Flecken hinweisen. Wir sind gerade in einer Predigtserie zu Jona, wie wir schon gehört haben. Und ich persönlich fand die Auseinandersetzung mit diesem Buch höchst spannend. Jona war ein Prophet und er hatte auch den Auftrag, jemanden, beziehungsweise nicht nur jemanden, sondern ein ganzes Volk auf ihre Fehler hinzuweisen. Und sagen wir mal so, der hat das gemacht auf Umwegen. Und wir haben bereits eine Einführung in Kapitel 1 gehört von Dabrina. Und in Kapitel 1, jetzt hat er den Geist aufgegeben. Ja, wir schaffen das auch so. In Kapitel 1 haben wir gelesen oder lesen wir, und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor meinem Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Das ist die Einführung in das Buch Jona. Wir lesen, dass die Bosheit der Bewohner von Ninive, der Assyrer, vor Gottes Angesicht heraufgekommen ist. Das war ein Volk von extremer Gewalt. Dafür waren sie bekannt und sie wollten dafür auch bekannt sein. Massenhinrichtungen, öffentliche Zurschaustellung von Leichen, zur bewussten Einschüchterung des Volkes, Folterungen etc. etc. Sie haben ganze Bevölkerungen deportiert, zur Zwangsarbeit versklavt und ihr König wurde als Gottheit verehrt. Und irgendwann hat Gott diese Gewalt einfach nicht mehr ausgehalten. Verständlicherweise, oder? Also wenn wir heute sowas hören, sowas sehen, und das tun wir, dann halten wir solche Gewalt auch nicht aus. Und Gott hat gesagt, Jona, geh zu diesem Volk und verkündige ihnen, Schluss damit. Fertig. Und Jona hört den Auftrag Gottes und begibt sich auf ein Schiff und fährt Richtung Spanien, vielleicht eine Woche Urlaub, ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall weg vom Angesicht des Herrn. Und ihr kennt die Geschichte oder habt die Predigtserie bis hierhin verfolgt. Jona begibt sich auf dieses Schiff und es bricht ein großer Sturm aus und es fragen sich alle, wieso und warum. Und die Schiffsleute beten dann zu Gott und sie sagen, Jona, bist du daran schuld? Und nein, und Jona ist schuld, und weil er ist vor Gott weggelaufen. Und sie werfen ihn über Bord, beten dann noch zu Gott, spannenderweise. Und Jona wird von einem Fisch verschluckt und sitzt dann 3 Tage im Bauch von diesem Fisch, so rum. Da hat Micha uns letzte Woche mit reingenommen in dieses Gebet, was Jona dort spricht. Und dann hat der Fisch Jona wieder ausgespuckt an Land. Und jetzt sind wir endlich in Kapitel 3 angekommen. Und ich lese euch gleich die ersten 3 Verse von Jona 3. Und ihr könnt da mal kurz nach vorne gucken, aber vermutlich kommen euch die Verse relativ bekannt vor. In Jona 3, Verse 1-3 steht: Und das Wort des Herrn erging zum 2. Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Same, fast. Oder? Wir fühlen uns fast zurückversetzt ins 1. Kapitel, als wäre das zwischendrin nicht passiert, aber es ist passiert. Und diesmal hält Jona das Gelübde, was er Gott im Bauch des Fisches gemacht hat. Und er ist gehorsam und er geht nach Ninive. Aber schon in diesen ersten 3 Versen ist eine so tiefe Wahrheit,
die ich dir heute Morgen sagen will. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Gott gibt Jona eine zweite Chance, seinen Auftrag zu erfüllen. Und vielleicht musst du das heute Morgen hören. Und vielleicht, oder ich weiß, ich muss das heute Morgen hören. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Und wieso sage ich das? Mich berührt es unglaublich tief an diesem Morgen. Weil ich habe die Predigt letzte Woche schon gehalten unten. Und das, was ich euch erzähle, das ist mir selbst nicht so gut gelungen in der letzten Woche. Weil das ist herausfordernd, mit Gott unterwegs zu sein. Und zur Umkehr bereit zu sein und mit Fehlern umzugehen, das ist immer mal wieder sehr, sehr herausfordernd. Und ich will ehrlich mit euch sein, das ist ein knackiges Thema, aber weil es knackig ist, ist es so, so unfassbar wichtig für uns. Weil ich glaube, wir dürfen lernen von Jona, beziehungsweise an diesem Morgen sogar überraschenderweise von einer ganz anderen Umkehr. Also will ich dich ermutigen, wirklich deine Ohren zu spitzen, ja, für das Thema. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Halleluja. Yes, Halleluja. Flo und ich, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Was war eigentlich der Grund, warum Jona nicht direkt nach Ninive gegangen ist? So schnell sind wir doch dran zu sagen, ja, also wenn Gott so klar zu mir sprechen würde, dann würde ich alles machen, so ungefähr. Und wir haben da so ein bisschen debattiert, so eine kleine Disputatio gehalten. Was war jetzt der Grund, warum Jona nicht gegangen ist? Und Flo hat eine sehr spannende Perspektive reingebracht. Und zwar hat er gesagt, vielleicht hatte Jona Angst, zu dem Volk zu gehen, ihnen die Botschaft zu verkünden, dass Gott sie hinwegraffen wird. Aber vielleicht macht Gott das dann gar nicht. Und er ist gnädig, weil Jona kannte Gott. Und dann würde er selbst ja als falscher Prophet dastehen. Weil er hat ja ein Wort verkündigt, was dann gar nicht eingetreten ist. Also sein ganzer Ruf als Prophet wäre dann quasi dahin. Vielleicht, und da wird der Brina uns nächste Woche noch mehr drüber erzählen, wollte Jona denen auch gar keine Chance geben. Jona hat sich so gedacht, so ein Volk, wenn ich gar nicht hingehe und denen gar nicht erzähle, dann haben sie keine Chance zur Umkehr. Also gehe ich doch lieber nicht hin und gebe ihnen gar nicht die Chance umzukehren. Versteht ihr, was ich meine? Also vielleicht hat Jona ihnen gar nicht gegönnt, dass es überhaupt die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Aber vielleicht, und das ist eine dritte Hypothese, vielleicht hast du noch mehr, hatte Jona auch Angst. Angst, diesem Volk eine solche Botschaft zu überbringen. Ein Volk, das vor Gewalt nicht zurückschreckt. Und dahin zu gehen und ihnen diese Botschaft zu überbringen, kann schon auch mal schnell sein eigener Tod bedeuten. Denn eine Reaktion auf so eine Botschaft kann schon auch mal nicht so positiv ausfallen. Wie gehst du mit Fehlern um? Das Spannende ist, jeder von uns macht Fehler und keiner von uns, würde ich mal behaupten, wird sehr gerne auf seine Fehler hingewiesen. Ich jedenfalls nicht. Auch eine Erkenntnis der letzten 1,5 Jahre von Ehe. Ich werde nicht sonderlich gerne auf meine Fehler hingewiesen. Und ich habe mich mal ein bisschen selbst reflektiert, wie ich denn mit Fehlern umgehe oder wenn ich auf Fehler hingewiesen werde. Und vielleicht entdeckst du dich in einer meiner Optionen wieder. Vielleicht hast du auch ganz andere Reaktionen und vielleicht gehst du auch total lässig und cool damit um. Halleluja, erzähl mir dein Geheimnis. Ich merke, wenn ich einen Fehler mache, dann ist meine erste Strategie erstmal verstecken. Weil solange es keiner sieht, ist es keine Realität. Also wenn ich was falsch gemacht habe, dann probiere ich erstmal unentdeckt zu bleiben. Wenn ich dann entdeckt werde und entlarvt werde, dann können so 2 verschiedene Sachen passieren. Entweder ich nehme so eine richtige Opferhaltung ein und dann fange ich an zu weinen und dann bin ich total traurig, weil ich habe einen Fehler gemacht und ich bin sowieso der allerschlimmste Mensch und
im Elend. So schlimm wie ich ist keiner. Und das kann wirklich ein kleines Ding sein und auf einmal ist mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Oder aber ich gehe in die Kampfhaltung. So, erstmal rechtfertigen. Also, ich erkläre dir jetzt mal, wieso ich das so und so gemacht habe und erkläre dir, wieso das auch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Relativierung. Ja, jetzt komm und alle anderen machen das auch und sowieso. Also, jetzt du kommst zu mir, du machst das auch. Ist dir das mal aufgefallen? Ne? Letzte Woche hast du genau das Gleiche gemacht. Also, who are you to tell me? Also, nimm erstmal den Balken vor deinem Auge weg, bevor du den Splitter aus meinem ziehst. Vielleicht eben so ein bisschen vergleichen mit anderen oder, was auch wunderbar funktioniert, das so argumentativ zu verwandeln, dass auf einmal der andere dran schuld ist. Ja, ich habe das übrigens nur gemacht, weil du. Ja, kennt ihr das? Vielleicht. Und wisst ihr, was meine Sehnsucht ist? Und das meine ich ganz ernst. Meine Sehnsucht ist, dass ich anfange, dankbar zu werden. Wenn jemand den Mut hat, und das ist eine andere Predigt, die Predigt, dass wir anderen auch die Fehler spiegeln sollten. In unserer Höflichkeit machen wir das nämlich häufig gar nicht erst. Aber dass wenn jemand mir meinen Fehler spiegelt, in Liebe, und auch wenn es nicht in Liebe ist, dass ich dankbar bin. Dankbar, dass mich jemand spiegelt und mir meinen blinden Fleck zeigt und mir eine Chance gibt, Jesus ähnlicher zu werden, indem ich es besser mache als vorher. Mit den Reaktionen, die ich eben geschildert habe, mache ich es meinem Gegenüber sehr, sehr schwer, weil da ist schnell auch mal eine Resignation, mir auch nur irgendwas zu spiegeln. Aber hey, Jona, keine Panik, geh zu den Assyrern und spiegel ihnen mal ihr Verhalten. Mal schauen, wie die reagieren. Hoffentlich besser, als ich das häufig tue. Und wir lesen in Jona 3, Vers 4, und Jona fing an, eine Tagreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Vielleicht mit schlotternden Knien, ich weiß nicht so genau. Aber Ende der Predigt. Kurz und knackig. Vielleicht sollte ich mir eine Scheibe von abschneiden, weiß ich nicht so genau. Im hebräischen Urtext stehen hier tatsächlich 5 Wörter. Natürlich sind da jetzt einfach 5 Wörter überliefert. Vielleicht hat Jona das immer mal wieder wiederholt oder noch andere Wörter hinzugefügt. Vielleicht hat er auch eine ganze Predigt gehalten, die uns einfach nur sehr kurz überliefert ist. Und ich weiß nicht so genau, ist jetzt auch nicht so die seelsorgerlichste Art und Weise, das zu kommunizieren. So. Ich weiß nicht, ob der Hermeneutik Predigtlehre besucht hat. So sollte man es vermutlich eher nicht machen. Aber viel spannender finde ich die Reaktion darauf. Auf diese kurze Predigt, nicht sehr didaktisch wertvoll, kommt die Reaktion der Leute von Ninive. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König. Also Jona geht eine Tagreise rein in die Stadt und das geht wie ein Lauffeuer bis zum König. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen. Das muss sehr lustig ausgesehen haben bei den Kühen. Und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Unglaublich, diese Reaktion, oder?
Sheesh. Wenn wir aber genauer in den Urtext schauen, dann wurde sie uns sogar eigentlich so durch die Blume angekündigt. Könnte man jedenfalls reinlesen. Und zwar haben wir eben gelesen, dass Jona gepredigt hat, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Also how? Was lesen wir denn da jetzt zwischen den Zeilen, dass Jona das quasi angekündigt hat? Für das Wort zerstört steht im hebräischen Urtext das Wort Nepachet. Und ich bin wirklich kein Hebräisch-Crack, aber Nepachet hat die Wortwurzel Hafak. Und das hat den Bedeutungskern übersetzt umdrehen, wenden, verwandeln, umkehren, auf den Kopf stellen. Also das Wort ist tatsächlich, die Bedeutung ist semantisch offen gelassen, bewusst. Und das Wort wird verwendet, zum Beispiel bei Sodom und Gomorra, wo das tatsächlich wortwörtlich Zerstörung bedeutet. Aber es wird auch verwendet bei Saul, wo es tatsächlich um eine innere Umkehr geht. Also das, was Jona angekündigt hat, noch 40 Tage und es wird etwas umgedreht werden. Eine innere Sinneswandlung. Das ist tatsächlich passiert. Ja, ich glaube, Jona hat es wahrscheinlich nicht so gemeint. Und das sehen wir nächste Woche noch. Jona hat, glaube ich, tatsächlich gepredigt, auch 40 Tage. Und Ninive wird zerstört. Aber Gott hat was ganz anderes gemeint. Und hat Umkehr im Volk von Ninive bewirkt. Und ganz am Anfang der Predigt haben wir darüber gesprochen, dass es uns häufig, oder mir, ich spreche mal nur von mir, dass es mir häufig nicht so leicht fällt, mit Fehlern umzugehen. Und ich habe jetzt schon gesagt, vom Volk von Ninive, von den Assyrern, können wir uns echt eine dicke Scheibe abschneiden und lernen, wie wir besser mit Fehlern umgehen können. Und ich habe 4 Punkte rausgearbeitet, ja, wie wir uns auf eine Reise begeben können, ein Umgang mit Fehlern. Und das erste ist hören und Gott ernst nehmen. Das steht zwar so nicht explizit im Text, aber letztlich ist genau das passiert. Die Assyrer, die haben Jona zugehört. Die haben nicht gesagt, wer ist das? Keine Ahnung, kennen wir nicht. Was redet der überhaupt? Seetang um die Ohren, was hat der zu reden? Nein, sie haben ihm zugehört und sie haben ihn ernst genommen. Und sie haben auch dem Sinn seiner Worte Bedeutung gegeben. Und letztlich lesen wir dann, sie haben an Gott, sie glaubten Gott. Sie haben Gott ernst genommen in der Botschaft, die er ihnen überbracht hat. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt für uns. Wir müssen erst mal zuhören. Sind wir bereit, wirklich zuzuhören, wenn wir Gottes Wort lesen, wirklich zu glauben, dass die Maßstäbe, die Gott setzt, die wirklich guten für uns sind? Und auch, ja, wenn Gott durch jemand anderen uns schleifen will, überhaupt mal ein offenes Ohr zu haben, mal nur zu hören, was die andere Person sagt. Und glauben, dass es zu unserem Guten ist. Das Zweite, was das Volk, was die Assyrer machen, sie sind demütig und einsichtig. Und hier ein kurzer Exkurs in die wunderschöne Poetik des Alten Testaments. Und zwar lesen wir das so richtig oder für mich ist das so bildhaft geworden. Und zwar sind im Alten Testament, gibt es so ein literarisches Konzept, das ist so konzentrische Strukturen. Also das heißt, es passiert etwas, daraufhin passiert etwas anderes und wieder etwas anderes und dann geht es wie rückwärts gespiegelt wieder zurück. Von denen gibt es ganz viele im Alten Testament. Wenn es euch interessiert, ich habe ganz viele lernen dürfen, auswendig lernen dürfen und die helfen tatsächlich beim Auswendiglernen. Diese Struktur, wie es geschrieben ist. Und wir haben als Beispiel eine ganz, ganz mini-konzentrische Struktur hier im Text und die finde ich wunderschön. Ein Bild für die Demut. Und zwar steht
in Vers 6, der König, du darfst die nächste Folie einblenden, er stand auf von seinem Thron, er legte seinen Mantel ab und jetzt, er hüllt sich in Sacktuch und er setzt sich in die Asche. Also ihr seht, vom Sitzen steht er auf, er legt etwas ab, er zieht etwas Neues an und er setzt sich wieder in die Asche. Und dieses Bild, der König, der als Gott verehrt wird, er erhebt sich von seinem Thron. Er zieht sein Image ab, das, was ihm königliche Würde verleiht. Und er packt sich in einen Kartoffelsack. Modisch wahrscheinlich nicht sehr angesagt, auch zu der Zeit. Und er setzt sich in die Asche. Und ich glaube, das ist ein Bild für das, was es braucht, um mit Fehlern umzugehen. Es braucht letztlich ein Erheben vom eigenen Thron, da wo man sich selbst ins Zentrum setzt. Es braucht ein Ablegen von diesem Image, was man irgendwie aufbaut, von dem Bild, was man wahren will. Und dann braucht es die Demut, ja, wieder etwas anzulegen, ehrlich zu werden und auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Und das ist unfassbar schwierig. Und in Jakobus 5, Vers 16 steht darum, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und ich glaube, da liegt ein unfassbar großer Schatz drin. Wenn wir diesen ersten Schritt vom Versuchen zu verstecken von unseren Fehlern, einfach den Schritt rauswagen und sagen, hey, ich bekenne dir. Ich bekenne nicht erst, wenn ich entdeckt werde, sondern hey, ich bring's ans Licht. Ich werde ehrlich. Ich bekenne jemand anderem. Und wir in evangelikalen Kreisen oder Freikirchen, wir kennen das nicht so. Dieses Konzept von Beichte und Buße. Aber ich gehe tatsächlich zu einem anderen Menschen und ich spreche das aus, wenn ich was falsch gemacht habe. Weil, was ist die Konsequenz? So werden wir geheilt. Da liegt Heilung drin, wenn Dinge ans Licht kommen. Das Dritte, was das Volk macht, ist Fasten und Gebet. Wir haben heute schon kurz eine Ermutigung gehört vom Fasten. Und ja, das macht das Volk. Sie fasten, sogar das Vieh. Das ganze Volk, von klein bis groß, fastet und wendet sich im Gebet an Gott. Also letztlich braucht es eine Hinwendung zu Gott. Und warum? Ich glaube, weil er letztlich derjenige ist, der uns unsere Identität zuspricht. Weil ja, wir sind Königskinder und nur weil wir Fehler machen, wird uns nicht alles unterm Boden weggezogen. Wir müssen nicht in die Opferhaltung fallen, sondern wir sind Söhne und Töchter und in einer Hinwendung zu Gott kann er uns das auch erst wieder zusprechen. Und Fasten ist letztlich eine Form, womit wir ausdrücken, Gott, ich bin hungrig nach dir. Ich bin hungrig nach deiner Gegenwart. Vielleicht auch hungrig nach Veränderung. Das ist ein tatsächlich physischer Ausdruck dessen. Vielleicht an der Stelle wirklich nochmal die Ermutigung an dich. Die Fastenzeit hat schon begonnen, ja, da auch Gott zu fragen, hey, gibt es etwas, auf das ja, sollte ich vielleicht verzichten, um meinen Hunger nach dir zum Ausdruck zu bringen. Und das vierte sind letztlich die veränderten Taten. Denn es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht dabei, dass das Volk einfach nur sagt, es tut uns leid. Ups, sorry Gott. Schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, es tut mir leid und es dann gerade wieder gemacht hat? Fragt man sich schon, tut's dir wirklich leid? Und damit meine ich nicht, dass wir Buße tun und es passieren kann, dass wir wieder fallen. Das ist eine andere Geschichte, aber damit meine ich, dass mit tatsächlich einer Reue und einer Einsicht auch die veränderten Taten kommen. Weil sonst ist es keine ehrliche Einsicht und Reue. Und das macht das Volk. Das Volk tut Buße, kehrt um und wir lesen in
Jona 3, Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig mit diesem Volk, mit den Assyrern, die echt richtig viel Dreck am Stecken hatten. Und er sieht ihr Herz. Er sieht, dass sie ehrlich umkehren. Und er ist gnädig mit ihnen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Ein Gott, dessen Gnade unausschöpflich ist. Auch für dich. Auch für die Fehler, die du machst. Auch für die Fehler, mit denen du nicht gut umgehen kannst. Da ist Gott gnädig mit uns. Und es ist egal, wo du heute stehst. Es ist egal, was dein Anfahrtsweg ist. Von woher du kommst. Das ist Gott egal. Gott ist es viel wichtiger, wo wir weiter hingehen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, wo du mit Gott gemeinsam reflektieren darfst. Ehrlich werden darfst. Und die, sind hier eingeblendet. Ja, vielleicht ehrlich zu werden und dich zu fragen, wo hat Gott dich vielleicht schon länger auf was hinweisen wollen, aber du willst einfach nicht hinhören. Innerlich dicht gemacht. Nope, eine Mauer aufgebaut, Gott, du kannst mir alles sagen, aber das will ich nicht hören. Den Fehler, nee, darüber reden wir lieber nicht. Wo hast du dich vielleicht auch schon an Sünde gewöhnt? Innerlich relativiert? Und das können auch ganz kleine Sachen sein. Wo verteidigst du dich? Was sind die Themen, wo du anfängst zu diskutieren? Wo merkst du, dass du dich so sehr schämst, dass du Dinge nicht ans Licht bringen kannst? Das ist ein Indikator dafür, dass es wahrscheinlich an der Zeit ist, Dinge ans Licht zu bringen. Ja, und vielleicht den Mut aufzubringen, zu einer Person, die dir nahe steht, zu gehen und zu sagen, ich will dir was erzählen. Und du als Gegenüber, falls du heute von jemandem eine Beichte hörst, du darfst dem anderen im Namen von Jesus Christus Vergebung zusprechen. So werden wir heil, ihr Lieben. Da ist Heilung, wo wir Dinge ans Licht bringen. Ja, mit wem könntest du ehrlich werden? Gibt es ein Verhalten, das folgen muss auf deine Buße, das du bewusst lassen solltest? Und gibt es eine Beziehung, wo du um Vergebung bitten solltest? Ganz aktiv. Lasst uns lernen, mündig und reif mit Fehlern umzugehen. Wir haben einen gnädigen Gott. Amen. Wir haben einen gnädigen Gott. Was haben wir zu fürchten? Das Aufrechterhalten von etwas, das ein Image zu bewahren, das ist nicht echt, das ist nicht ehrlich. Das macht uns Jesus nicht ähnlicher. Ich glaube, da, wo wir echt ehrlich werden, immer noch stehend in unserer Identität, wissend, wir sind Kinder und das wird uns nicht genommen. Da können wir heil werden. Ja, nutzt die Zeit von Lobpreis, wir steigen jetzt wieder in eine Zeit von Lobpreis. Wirklich auch dazu, den Heiligen Geist zu fragen. Wo sprichst du zu mir? Wo darf ich umkehren? Amen.